Why is my internet so slow? And I'm be smashing these hoes with my hoe. And I'm aiming with the arrow bow. And slow I throw the bowl. Yo, check das aus. Heute kochen wir ein Philly Cheesesteak und essen dann ein Cheesesteak wie in Philly die G's. Ey! Action. Bro, ich hab das nicht mal gecheckt. 10 Bitches und Ich mach sie alle platt. 10 Bitches. 10 Ketten und ich hab sie alle. Der Boy No Plug Am gucken. Der Boy No Plug am gucken. 10 Bitches Und ich mag sie alle platt. Zahne, wenn der auf Tour geht, dann muss das Intro live bringen. Trap House Kitchen, wir sind back at it wie ein Crack Addict und heute kochen. Back at it like a crack addict, bro. This shit is going forward to back. Also, es geht nach hinten los. Ja. Und wir eines meiner absoluten Lieblingsgerichte, eine der besten Erfindungen der amerikanischen Küche, Philly Cheesesteak. Aber zuallererst müssen wir natürlich den gebührenden Respekt erweisen an den Squad. Notification Gang. Check. We lit. Abonniert alle den Kanal, hittet die Chat, was denkt ihr? Wie vercrackt ist der Dude? Ist er so ein übles Marketing-Genie? Oder ist der wirklich so im Real Life? Der hat im Fall studiert. den Like-Button. Steak Sandwiches haben eine lange Tradition in den USA und die berühmteste Version kommt aus Philadelphia. Philadelphia, Pennsylvania, Hometown vieler cooler Rapper. Meek Mills, Quilly, Gilly the Kid, Cassidy, A.R.A., Dark Low, Beanie Siegel, Freeway, Will Smith, Lil Wie viel will ich noch aufzählen? Uzi Vert. Und diese Bulls gönnen sich natürlich oft Cheesesteaks. Es gibt in Philadelphia viele Places, wo man Cheesesteaks bekommt. Zwei von den berühmtesten sind Pat's King of Steaks und Geno's Steaks. Er kennt auch jeden Laden da drinnen. Er kennt auch die Läden in den USA auswendig. Die befinden sich an einem Platz schräg gegenüber. Wichtig. Quer über Philadelphia verteilt gibt es noch diverseste Restaurants und ein paar Hoodspots, wo die G's einkehren und sich ihr Cheesesteak graben. Wo ich ganz gerne Cheesesteaks am Fooden bin, das ist eine Fastfood-Kette und zwar Charlie's Grilled Subs. Oh damn. Das ist so aufgesliced, so aufgeschnitten mit einer nice Sauce. Muss ich mir jetzt wirklich das Video reinziehen, wenn ich Hunger habe? Zuletzt war ich dort in Atlanta in der Lenox Mall. Editing Skills strong. Ja, da ist ja der No Plug am Eaten. Noch einige Fastfood-Restaurants haben Cheesesteaks auf dem Menü. Zum Beispiel Arby's hat aktuell ein Cheesesteak und ich kann mich sogar erinnern, dass Er kennt einfach alles, Mann. McDonald's mal für limitierte Zeit ein Philly Cheesesteak hatte. Das hatte ich auch mir gegönnt Und der wurde upside down gebildet. in New York. Der Käse ist typischerweise entweder Cheese Whiz. Oh ey, so shit muss es in die Schweiz geben. Das vermisse ich in der Schweiz. Dort einen gibt es so Cheese Dips und die geile Cheese Sauce. Was das gibt's im Coop? Provolone Cheese, was wir heute verwenden, oder American Cheese. Alles klar, das ist wie Babybel. Für unser Provolone. Cheesesteak nehmen wir Ribeye Steak, das ich extra aus den USA importiert habe. Ihr wisst ja, mein Meat Plug Benny the Butcher hat mir die Steaks geschickt und die werden Meat Plug Benny the Butcher straight out of USA, bro. richtig dünn slicen in meinem Deli Slicer, Meat Slicer. In den USA bekommt man Das ist der Meat Slicer. Kann man im Meat Slicer auch mal sein Meat slicen? Ich würde es nicht ausprobieren, aber Benny the Butcher hat es schon gemacht. in den Grocery Stores, in den Supermärkten, bei Publix, bei Costco schon Sliced Steak, Shaved Steak, dünne Steaks, wo die Leute selber sich ihr Cheesesteak zubereiten können. Aber ich werde heute selber zur Tat schreiten und uns die Ribeye Steaks slicen auf meinem Deli Slicer. Nice, Bro. Idee! Um das Ribeye Steak gut verarbeiten zu können, Ich finde, er sollte mal seine Schränke oben ein bisschen putzen. Die sind mir ein bisschen too dirty. mit dem Slicer Aber seine Küche ist auf Industrieküche angelehnt, eh? sollte man es im halbgefrorenen Zustand slicen. Boah, das hat aber wirklich viel Fett drin. Das gibt der Juice. Ach
Ach ja, bei diesem Meat Slicer muss ich an diese eine Folge Ah, stimmt. Das ist die Küche ist nicht auf Industrie angelehnt, sondern auf Trap House. denken von Seinfeld, wo Kramer so einen Deli Slicer hat und am Ende des Tages dann schon alles am Slicen ist die ganze Zeit. Aber ich drifte hier gerade ab, also back to topic, back to den Ribeye Steaks. Bang, hätte schnell zwischen dem Ribeye Steak, sag schnell Informationen, Drip. Das sieht aber schon geil aus, muss man Thinly sagen. sliced Ribeye Steak. Boah, Bro. Guckt, wie dünn das ist. Man kann sogar den Finger durchsehen. Nice. Weird Flex. Wow, Wow. Ribeye Steak. was für ein Anblick. Sheesh. Und spätestens Der Meat Plug hat wieder mal gutes Meat geliefert. Haben eigentlich Girls, die eine F+ haben, haben ja so ihren Meat Plug. jetzt ist Zeit für den Official Kitchen Drip. Pass mir mal die Apron. Nicer Assist, wie Gary Nice Assist. Payton zu Sean Camp. Da weiß immer so Sachen aus irgendwelchen Spielen, Bro. Jetzt erhältlich auf www.glowup.store. Aha. Noch ein Hinweis an alle Fans. Ja. Mein neues Single Trap House Kitchen ist überall erhältlich auf allen digitalen Plattformen. Also pumpt den Song. Hat es rausgebracht? Nice, Alter, nice Song. Ey, das finde ich so geil, dass der so eine Trap House Plate zum Gucken hat. Damit es schon soft ist, jetzt finishen wir das Ganze nur noch. Und vor allem, jetzt kommt das Steak auf den Grill. Das Steak gucken wir auf niedriger Temperatur auf der Grillplatte, weil das ist kein fettes Steak, wo wir eine Kruste wollen, sondern thinly sliced Ribeye Steak. Das soll juicy und moist bleiben, nicht austrocknen. Ah, die gehen dir erst eine Schürze. Nee, Bro, ich bringe einfach die einzig wahre, die different Shirts raus. Also mache ich das bei niedriger Temperatur und gesalzen wird das ganz am Ende, weil Salz entzieht dem Ganzen Flüssigkeit und dann ist es nicht mehr ganz so juicy. Also, ich get it. Das ist mega praktisch. Vor allem der Sound, so satisfying. Oh. 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 So, Das sieht schon fast aus wie Bacon. die Onions back auf dem Grill und die Green Peppers auch. Oh. Guck, wie zart dieses Steak ist. Guter Meat Plug, Bro. Ey, Adi, was schauen wir überhaupt genau? Wir schauen den One and Only Trap House Kitchen God Moneyboy. Ui, lit! Ja, okay, also. Macht man das so? Ja, das macht man schon so. Er hat es ja gesehen, Philadelphia. Boah. Jetzt salzen wir das Steak. Salt. Flaky Salt würde man auf TikTok sagen. Jetzt enden wir den Cheese. Boah. Da sehe ich mich drin. Chat, seht ihr euch in dem? Seht ihr euch in dem? Alter, wir sollten mal einen Kochstream machen, Bro. Und dann einfach Fondue essen. Auch mal einen Fondue-Stream. Benny the Butcher. Wow. Oh Mann. Das sieht ja wirklich geil Fully aus. loaded. Philly Cheesesteak. Aber von mir aus, es könnte noch eine Soße drin haben, noch mehr Cheese. Das wäre so mein Vibe. Das ist echt ein Döner, einfach ohne Döner. Here we made it. Cheesesteak auf dem Plate. Glaubt ihr, er macht auch etwas für die Kamera, oder? Ist nur für ihn. Willkommen zum Geschmackstest. Fully loaded. In diesem Hoagie, in diesem Bread ist mehr Beef als in der gesamten Rap-Szene. Wow. Juicy, cheesy, moist, delicious. Ein voller Erfolg in der Trap House Kitchen wieder mal. Und was ist die perfekte Soft Drink Begleitung am heutigen Tag zu diesem Gericht?
Dr. Pepper and Cream Soda. Straight von seinem Soda Plug, straight out of New York. Harmoniert einfach perfectly. Oh, ey, hat jetzt Bock für Ich etwas noch zu Hot trinken. Peppers und Pickles. Und ich genieße das jetzt mal in aller Ruhe. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns bei der nächsten Episode. Das war's von hier, das war's von mir. Swag. Geil, Alter, holy shit, man. Benny the Butcher hat auf jeden Fall wieder mal abgeliefert, kann man sagen. My